Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit dem neuen Let's Play. Und zwar Let's Play Soma auf Pelzig. Jo, ich habe noch ein neues Horror-Let's Play geguckt, habe mich mal im PlayStation Store umgeguckt und bin dann direkt hier auf Soma gestoßen, was glücklicherweise zum Sonderpreis angeboten worden ist. Und stand eigentlich auch schon auf meiner Liste, war mir aber bisher immer ein bisschen zu teuer, aber dass das mit so einem super Angebot war, wollte ich das unbedingt spielen. Soma ist ein geniales Horrorspiel. Das wird von vielen gelobt, auch wegen der Atmosphäre. Es erinnert so ein bisschen an Alien Isolation, Dead Space und Bioshock. Und ich steht auch Sache, wir fangen direkt hier an. Ich mag nur noch einmal gucke Gamma, passen Sie den Gamma-Wert an, dass die Einzelheiten des Roboter-Posters zur Linken kaum noch zu erkennen sind. Dass Sie das kaum noch erkennen können. Okay, aber es ist ja Let's Play. Dementsprechend mache ich hier natürlich wieder ein bisschen höher. Lautsprechertyp, Kopfhörer natürlich. Okay. Akzeptieren. Das wird wahrscheinlich nochmal brutaler, wenn ich hier auf mittlere TV, Heimkino, Kopfhörer. Wenn ich auf Kopfhörer gehe, wird es wahrscheinlich nur noch brutaler, dass ich wieder jeden Scheiß höre, so wie bei Outlast. Wo irgendein Patient irgendwas rumgenödelt hat und ich habe das doch volle Wumme auf dem Ohr gehört, wird sich zeigen, wie das abläuft. Steht aber vorher noch einmal in die Optionen reingehe, in Audio. Und die Lautstärke vielleicht ein bisschen zurückschrauben. Untertitel, die können wir anlassen, weil das Dingens auf Englisch ist. Und da können wir definitiv die Untertitel gebrauchen. Geschlossene Untertitel, keine Ahnung, was das jetzt sein soll. Lautsprechertyp hatten wir schon. Wie gesagt, ein bisschen schrauben wir es mal runter. Und wenn es zu arg ist, ich werde jetzt wahrscheinlich 3 Let's Plays aufnehmen hier. Und also 3 Teile. Und dann gucken wir einfach mal, wie das so läuft. Also spätestens ab dem 4. Teil. Habt das wieder leiser oder lauter, je nachdem, wie es passt. Okay, dann will ich ja gleich sagen, wir fangen doch sofort an mit neues Spiel. Ja, das ist auch ein Spiel, was mehr Wert auf die Atmosphäre und auf die Story legt, als wirklich sich auf Jumpscares komplett zu konzentrieren, wie es bei Outlast ist. Natürlich sind Jumpscares mit dabei. Es hat auch eine extrem heftige Atmosphäre, also es wird definitiv kein Zuckerschlecke sein, das Let's Play, das kann ich schon mal versprechen. Aber es wird auf jeden Fall wieder der Hammer und ich bin froh, dass ihr wieder auf der Reise mit mir dabei seid. Und ich freue mich echt schon drauf. Ich habe mich sehr drauf gefreut, das zu spielen. Ach ja. Und unten sehen wir ja schon rechts der Ladebildschirm dargestellt durch ein Gehirn. Ach, immer schön, wenn sowas ist. Realität ist das, was nicht verschwindet, wenn man aufhört daran zu glauben. So sieht's aus. Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munshi? Why is there never enough time? For what? Christ. Okay, jetzt können wir uns bewegen. Mit R2 können Sie mit Objekten interagieren. Ja, Yeah, I'm so up. gut. Hi, Simon Jarrett. Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Okay, 9:21 Uhr Hämmers. Und anscheinend brauchen wir einen Gehirnscan. Zum Bewegen drücken Sie den linken Stick. Jawohl. Aber ich will interagieren. Das erinnert mich ein bisschen an Layers of 4. Kann ich denn... so kann ich dann Gegenstände rausnehmen. Mich selber kann ich jetzt leider nicht kämmen. Deswegen wieder rein mit dir. Und zu damit.
Robin McConnell am Haken. Hooked. Okay. Ah, okay, so kann ich es rotieren. Mark und Diana Miller haben endlich Zeit für eine Pause. Sie haben genug Geld gespart, um sich den lang ersehnten Familienurlaub auf Hawaii zu gönnen. Doch während die Sonne am ersten Abend vor Waikiki Beach im Meer versinkt, verwandelt sich Marks und Dianas Paradies in einen Albtraum, als sich vor ihren Augen plötzlich Schwimmer in tausenden dünner Ranken verfangen, die ihren Ursprung irgendwo unterhalb der Wellen haben. Die schreienden Schwimmer werden langsam ins dunkle Wasser gezogen. Auch ihr 7-jähriger Sohn Charlie, der verzweifelt versucht, sich in Sicherheit zu bringen, wird von bösartigen Ranken gefangen. Spannend, mystisch und absolut furchterregend. Am Haken wird auch sie einholen. Da, da, da. Also sehr spannend die Literatur, die wir hier haben. So ein 0815-Thriller, würde ich sagen. Where did I put the tracer fluid? Ach, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend or next? Anywho, just shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. Ah, die Gosh. Of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. I even sent an email to remind him, didn't I? Ist das ein... Drücken Sie auf Bad Action. Aha. Ist das ein afrikanischer Oscar oder was? Das sieht so... Sieht irgendwie aus wie afrikanische Skulptur, aber auch wie ein Oscar. Okay. Was ist, wenn ich jetzt R2... Okay. Oh je. Der einzigste Preis, den ich je im Leben gewonnen habe. Und schon mache ich ihn kaputt. Ja, das sieht aber schon ziemlich hässlich aus. Was steht denn da drauf? Ich kann es gar nicht lesen. Ach, scheiß drauf. Gucken wir doch mal rein. Wo ist unser Tracer-Flüssigkeit? Hier wohl nicht. Hier wohl auch nicht. Okay. Die Strukturen sind schon etwas... war 2050 schon etwas räudig gemacht, würde ich sagen. Come on, radioactive tracer fluid, where are you? Was haben wir hier? Mapping Minds von Albert Isaacson oder Isaacson. Dieses Werk erhielt viel Lob als eine der ausführlichen und dennoch zugänglichsten Abhandlungen über die Anatomie des menschlichen Gehirns, dessen Funktion und unsere Wahrnehmung des Bewusstseins. Finden Sie heraus, wie Ihr Gehirn von seinem Körper abhängt, warum es nicht mit einem Computer gleichzusetzen ist und eine Vielzahl anderer interessanter dokumentarischer Fakten, die Ihren Kopf zum Rotieren bringen werden. Diese Ausgabe beinhaltet außerdem 2 neue Kapitel über die Entwicklung des Gehirns und wie diese unser Verhalten in verschiedenen Lebensabschnitten beeinflusst. Na gut, klingt etwas trocken, aber ich kann es ja irgendwie nur vollziehen, dass der Hansel hier, wenn er Gehirnprobleme hat, dass der sich so Literatur dann zulegt. Schönes Bild. Hier ist leider nichts drauf geschrieben oder so. Schönes Foto. Ach, Tass Kaffee, das wäre schön. Ah, das wäre jetzt richtig schön. Wobei die Hitze ist, ach so, drückend immer noch. Das ist auch schön gemacht hier, das Bild. Ja, die Hitze ist derzeit immer noch so drückend, dass ich eher sage, ich lieber einen Eiskaffee nehmen. Okay, da ist noch so Handbuch für die Kamera, wahrscheinlich die Kamera. Da habe ich genug Respekt davor, die nicht kaputt zu machen. Das war schon viel zu grob. Und vor allem die Objektive, die scheiße teuer sind. Okay, du mag ich jetzt noch nicht drauf. Was ist da? Hihi, was ist denn das Lustiges? Ritterfigur oder was? Geil. Okay, da ist noch ein Notizblatt. Du hast drauf gekritzelt. Hier noch so ein Männel drauf gemalt mit der Sonne. Okay. Erhol dich schnell wieder in Liebe, Mama. Okay, also noch so eine Genesungskarte von der Mama. Auch nicht verkehrt. Können wir aufmachen. Zum Öffnen von Türen und Containern müssen Sie zuerst mit ihnen interagieren und dann mit Hilfe von rechtem Stick ziehen. Okay, habe ich hier die Interaktionsmöglichkeit? Anscheinend nur beim Vorhang. Na gut, aber wenn der schon so Nickerchen gemacht hat, ist ja irgendwie verständlich. Oh, da hat aber jemand hier Papierfetze reingeschmissen. Die gehören da aber nicht hier. Wo ist es dann jetzt gelandet? Da unten ist es gelandet. So, da ist er. Okay, wir lernen jetzt, wie wir mit sowas umgehen und das kommt definitiv in den Papierkorb. So viel Ordnung muss definitiv sein. Huch, da ist er. Na? Heieiei. Ich merke jetzt schon, ich werde im Laufe des Spiels sehr viel Spaß damit haben.
ist ein etwas neues System für mich, mit dem ich erst noch umgehe lernen muss. Okay, kein Kaffee drin. Okay, dann kann ich dich auch gleich hier reinschleißen. Okay, also die Dinger halten auf jeden Fall auch was aus, muss man sagen, die Kaffeetasse. Die... Ach, scheiß doch drauf. Die sind nicht kaputt zu kriegen, die Dinger. Haben wir hier irgendwas drin, was wir lesen können? Ja. Junge Frau kommt bei Unfall im Stadtzentrum ums Leben. Das wird wohl das gewesen sein, was wir da am Anfang sehen in seinem Albtraum. Freitag, 10. April 2015, Toronto. Von ihren Kindern abgelenkt fuhr gestern eine Pkw-Fahrerin bei Rot über die Kreuzung von Bloor Street und Spadina Road und rammte ein anderes Fahrzeug seitlich. Die Mutter und ihre Kinder, die in einem robusten SUV unterwegs waren, überstanden den Unfall mit leichten Verletzungen. Der Unfallgegner hingegen hatte nicht so viel Glück. Als das SUV die Beifahrerseite traf, erlitt die 23-jährige Ashley Hall lebensgefährliche Verletzungen und erstickte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte am Blut in ihren Lungen. Ihr Lebensgefährder und Fahrer des Wagens, der 26-jährige Simon Jarrett, überlebte den Unfall mit wahrscheinlich bleibenden Hirnschäden. Der Fahrerin des SUV zufolge handelte es sich um einen nicht zu vermeidenden Unfall. Ihr Name wurde nicht von der Polizei veröffentlicht. Scheiße. Aber so kann's kommen. So kann's kommen im Leben. Das ist richtig heftig. Cinema Variety, das ultimative Filmmagazin, Sommerblockbuster, Japanimation, größer als je zuvor, Stunts vs. CGI, was ist Bottle Movie? Ja, weiß ich auch nicht. Wüsste ich auch ganz gern. Und ganz ohne... Ah ja, das sind auch nochmal Objektive für die Kamera. Vielleicht Mario Fotograf. Man weiß es noch nicht so genau. Okay, jetzt latsche ich nochmal dort hier. Kann das sich hier die Fritte noch reinpfeifen, oder... Classic Cheese. Okay, komm, wir machen mal ein bisschen Rabau. Wir machen mal ein bisschen Radau und Rabatz, so rum. Jesus, jetzt schmeißt doch das Scheißding in den tappische Eimer rein. So, na Allah. Haben wir hier noch irgendwas? Okay, das Kissen finde ich ziemlich cool. Oh, da liegen noch ein paar Fritte rum, die können wir aber leider nicht aufheben. Und Pizza liegt auch noch da. Seit die Frau nicht da ist, scheint ja wohl nur noch Fast Food zu essen. Okay, das ist ein T-Shirt und kein Kissen. Also ich muss sagen, von der Grafik bin ich jetzt noch nicht so sehr geflasht. Das erinnert so ein bisschen an ein ganz normales Indie-Spiel. Right, watching TV gives me headaches now. Thank you, Brain. Scheiße. Das ist auch bitter. Wobei, es kommt so viel Scheiß im Fernsehen, das muss man eigentlich gar nicht sehen. Wenn ich wieder aufstehe, ja. Okay. Dann ist hier noch eine DVD. Massive Recoil. John Yu ist ein korrupter Polizist in Hongkong. Sein Leben wird komplett umgekrempelt, als er eines Tages die mysteriöse Ausländerin Amber trifft, die von der Goldrachen-Triade gefangen gehalten wird. Machen Sie sich bereit für einen Kampf ohne Gesetze, denn jetzt ist es an der Zeit, es mit der Triade, der Polizei und den übernatürlichen Kräften des Untergrunds aufzunehmen. Machen Sie sich bereit für Massive Recoil. Geil. Haben wir da noch irgendwas? Ne, das ist nur die Wohnungs... Okay, das Ding habe ich runtergeschleudert. Kann ich das irgendwie werfen oder so? Also mit Kreis gehe ich in Deckung, ähnlich wie bei Alien. Mit L1 kann ich so Zeug dann werfen. Okay. Und... auf dich. Zack. Okay, das scheint nichts zu bringen. Das Geschirr ist auch nicht gemacht. Da liegt anscheinend noch Maggi Fix rum. Ich weiß, es ist ein bisschen ermüdend jetzt mit mir das Ganze durchzukauen, aber ich will mich doch jetzt gründlich umgucken. Das muss jetzt einfach sein. Ach, wenn die Folge dann wirklich nur Ambiente-Zeug ist. Ich mag mich hier umgucken und sehe, was möglich ist, ihr liebe Leid. Okay, da haben wir nichts anderes Spannendes mehr drin. Man weiß es ja auch nie. Wenn so jemand hier einen Schädel hat oder so, dann können die Sache auf den verrücktesten Schublade landen. Oder an der verrücktesten Orte. Aber, was ich mittlerweile häufig an Erfahrung gemacht habe, wenn man etwas vermisst, liegt es häufig auf dem Klo. Deswegen, es muss doch hier irgendwo auch ein Klo geben. Moment mal. Auf der anderen Seite mag ich auch nochmal an den Laptop tragen hier. Das sollte ich vielleicht auch nochmal machen. Von David Munshi. Betreff Neurograph-Sitzung am 30. April 2015.
Ich wollte Ihnen abermals für Ihre Teilnahme an unserem Forschungsprojekt danken. Der Scan wird in den Pace Laboratories in Toronto durchgeführt werden, aber da wir selbst Gäste sind, ist unser Zugang ein bisschen unvorhersehbar. Ich werde versuchen, eine Scan-Session für Samstag anzusetzen. Sobald das bestätigt ist, werde ich mich wieder bei Ihnen melden. Mit freundlichen Grüßen, David Monchi. Also wir sind Kanadier. Von Dr. Aaron Peak. Betreff neues Rezept, 28. April. Okay, das war vorher. Lieber Mr. Jarrett, es freut mich zu hören, dass Ihre Kopfschmerzen nun weniger häufig auftreten. Ihre jüngsten Testergebnisse zeigen, dass sich Ihr Gehirn langsam erholt. Wenn es sich aber an den Schäden anpassen wird, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Blutungen werden mindestens noch für die kommenden Monate anhalten und Sie werden uns einige Male im Krankenhaus besuchen müssen, um das Blut aus dem Hohlraum abzuleiten. Wir wollen verhindern, dass durch das Blut Druck aufgebaut wird. Da sich exzessiver Stress tödlich auswirken kann, habe ich Ihnen Prazosin gegen Ihre Albträume verschrieben. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage und nehmen Sie das Präparat entsprechend ein. Versuchen Sie es, sich gut zu erholen. Wir sehen uns dann nächste Woche. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Aaron Peak. Haben wir noch Samstag frei. An Jessie the Grimoire, betreff Samstag frei, Datum 1. Mai 2015. Hi Jessie, da du es wahrscheinlich vergessen hast, möchte ich dich hiermit daran erinnern, dass ich morgen diesen Arzttermin habe, also nicht zur Arbeit kommen werde. Das bedeutet auch, dass du dafür sorgen musst, dass du den Laden auch tatsächlich rechtzeitig aufschließt. Bitte pack auch die Kisten hinter dem Tresen aus, dass sie sich langsam aber sicher zu einer Arbeitsplatzgefahr entwickeln. Tendenziell verkaufen sich Bücher auch viel besser, wenn sie in Regale gestellt werden, wo sie die Leute sehen können. Viel Glück, du wirst es brauchen. Simon, E-Mail senden. Jo, komm. Das senden wir jetzt auch noch mal. Better late than never. Ja. Dass der das auch noch gecheckt kriegt, der Kerl. Da hat jemand auch schon länger nämlich das Klo geputzt. Fenster können wir jetzt leider nicht aufmachen. Schießerle können wir auch nicht machen. Was ist dann wohl Nettes drin? Ah, nix. Okay, das war nur ein Texturfehler. Im Wäschekorb ist auch nichts, was wir rausnehmen könnten. In der Dusche. Noch einmal, ach hier, bei dem Horrorspiel, kein Grund, uns hier in der Dusche greinend zu wiegen hier. So nach dem Motto, warum? Das wird vielleicht noch später kommen. Licht können wir auch noch machen, okay. Aber derzeit brauchen wir es eigentlich nicht. Rasierer sind da, Safe ist da. Und, okay, da ist es. Zur Benutzung eines erlangten Objekts müssen Sie auf R2 drücken, wenn der Gegenstand auf dem Bildschirm angezeigt wird. Vorsicht, Gadutan 755 enthält irgendwas Nukleares. Das ist natürlich sehr vertrauenserweckend. Also nichts wie nein in der hohle Kopf. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Okay, wenn wir jetzt das Haus verlassen, die Sache, wir können auch hier wieder zumachen. Da hat noch irgendeiner sein Käsefies fotografiert im Schnee. Füße sind so widerwärtig, ich kann echt nicht verstehen, wie Leute auf sowas abfahren. The Grimoire, Robin McConnell, Meet and Greet, Book Signing, 11. Januar 2015. Das ist wohl schon gelaufen. Pace, Dr. Aaron Peak, ja, das war das Rezept für das Gedöns. Und wir als alte Kanadier in Toronto. Okay. Er mit seiner Freundin. Oh, schön. Strandfotos finde ich immer sehr schön. Okay, ich stehe jetzt da, dann sollten wir uns dummler. Handy haben wir wahrscheinlich im Sack. Geldbeutel wahrscheinlich auch. Noch ein bisschen mit dem Licht spielen, weil wir es können. Einen Kühlschrank wollte ich auch noch gucken. Fast food. Should buy something healthier on my way home. Ja, wäre besser so. The Paste. Also das klingt echt ziemlich widerwärtig. The Paste. Das Zeug. Also rein die Mikro schon mal als Erinnerung für uns. Ja, bitte ohne das Zeug zu zerstören. Komm. Rein die Mikro. Komm. Machst du das wohl rein? So. Geht doch. Jetzt wieder zu mit dem Lader. Können wir uns später was Leckeres machen. Okay. Lieber zumachen, bevor alles kaputt geht. Im Müll ist nichts Interessantes. Aller hopp. Dann die Sache. Da ist der Schlüssel. Da ist auch noch ein Brief. An Simon Jarrett. Können wir den aufmachen oder so? Können wir den...
Lese, öffne. Okay, anscheinend nicht. Die Schlüssel können wir nimmer. Und nichts wie raus. Da ich hier auch ein bisschen rumgetrödelt habe, würde ich sagen, dass ich die Folge auch heute ein bisschen länger mache. Okay. Also typische U-Bahn-Gedöns. Ein Obdachloser ist immer dabei. Jesse, the Grimoire. Jesse, Hey, Simon. I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. thanks. I should be able to come to the store after this scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris helping me out. Maddie from SNL? Guess you didn't hear? He's coming in full time. Working the comics section. That's Ashley's job. Kosmetik, nicht Kosmetikstandort, aber der hat Comics sagt. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, dying thing. Dying Net. thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Yo. Find me in a boat, please. All a big setup. Halt die Gosch. Oder ist jetzt noch mal jemand Neues dazukommen? Unangenehm, wenn man neben so einer Person sitzen muss. Okay, lädt wieder. Ja, ich jetzt sage, die Episode heute, die machen wir mal 30 Minuten lang. Einfach nur mal zur Feier des Tages, weil es das erste ist. Ist das jetzt die Hello? Arztpraxis oder was? Dr. Munchie? Das ist ja reizend, die Where is Arztpraxis. everyone? Thought this place would be busy. Ja, das scheint wohl eher so... Okay, da sind wir tatsächlich in Toronto hier. Scheint wohl eher noch im Aufbaubegriffe zu sein. Nein! Clownbild. Was war Gruseliges auch noch. Okay, dann machen wir mal die Fensterläde auf. Also das scheint wohl noch wirklich alles im Anfang hier Begriffe zu sein. Die scheinen noch zu renovieren. Und wenn hier A ist, ich bin so ein Energiesparer, kann ich auch rennen oder so? Ah ja, mit L2 kann ich rennen. Dann brauchen wir jetzt auch das Licht nicht. Irgendwas ist umgefallen. Oh Gott. Hilfe! Okay, spiel mal ein bisschen Malermeister. Hier ist es. Ach, scheiße. Schade. Putze kennen wir hier auch noch nicht und Streiche kennen wir auch nicht. Wie sieht es mit dem Wässerler aus? Ich hätte Bock auf ein Wässerler. Komm, wir nehmen uns so ein Dingens hier raus, so ein Becher. Ich will einen Becher. Ich will einen Becher. Kipp den Scheiß um, so rum. Na Allah. So. Schwebt der jetzt so als Textur rum, oder was? Nicht so rum, du Knetkopf. Na, so wird ein Schuh draus. Und jetzt will ich ein kühles Glas Wasser. So. Grrr. Machen wir das vielleicht von der Position aus. Vielleicht ist das dann nämlich so hoch. Ich muss ja lernen, wie das funktioniert. Okay. So, na Allah. Und jetzt will ich kaltes Wasser. Okay. Können wir denn jetzt gluckern? Ach, das ist doch Verarschung. Das ist doch Verarschung. Saulade hier. Saftlade. Etwa was trinken kann man hier. Ich finde es auch etwas befremdlich, wenn ich jetzt beim Arzt an der Schlepptop dran will. Oh Gott, das ist ja Funzel. Das bringt ja überhaupt kein Licht. Was ist denn da los? Scheißlade hier. Mach Rabatz. Ich wieg sie alles zusammen. Da ist nix. An der PC kann ich höchstwahrscheinlich tragen, ja, ne? Sollte man eigentlich nicht, aber kann ich. Jetzt scannen. David Munchie, betreff jetzt scannen. Datum 2. Mai 2015. Paul, wo bist du? Wir haben noch ein paar Stunden. Ich habe Simon Jarrett erwischt. Lass uns das durchziehen. Das klingt aber nicht gerade sehr professionell.
Ich habe dein Notebook an der Rezeption gesehen. Bist du schon hier? Ruf mich baldmöglichst an. Okay, dann noch mach dein Zeug bereit. Von David Munshi, betreff mach dein Zeug bereit, 27. April. Hi Paul, ich habe mit Pace über die Laborzeit diese Woche gesprochen. Ich konnte den Scanner für morgen früh und nochmal für Freitag buchen. Ich weiß, das macht zwar nicht viel her, aber sie haben gesagt, dass wir den leerstehenden Rezeptionsbereich als eine Art Büro benutzen können. Dazu können wir in ihren Computern Simulationen laufen lassen. Außerdem können wir dann schnell ins Labor gehen und den Scanner benutzen, wenn sich plötzlich ein Zeitfenster im Benutzungsplan auftut. Ich dachte, wir könnten morgen ein paar Tests laufen lassen. Wir könnten uns gegenseitig scannen, um die Ausrüstung kennenzulernen. Angeblich soll es recht einfach sein. Hoffentlich wird Dr. Erin Peake am Freitag jemanden rüberschicken. Einer ihrer Patienten hatte kürzlich einen Autounfall. Klingt interessant. David. Okay, an David Munshi betreff, wir sind ausgesperrt. Im Laborbelegungsplan gab es heute ein freies Zeitfenster. Leider hat uns niemand über die Änderung des Zugangscodes informiert. Ich rief deswegen den Sicherheitsdienst an und brachte Professor Wei dazu, für unser Projekt zu bürgen. Dann bekam ich endlich so einen Oberboss der Rechtsabteilung von Pace an den Hörer, der unser Labornutzungsberechtigung erneuern konnte. Den Code darf ich nicht in E-Mails oder Textmeldungen weiterleiten, werde aber eine Notiz oder sowas hinterlassen, falls wir ihn vergessen. Paul. Okay. Ich nehme mal das... Ah ja, okay, das wird wichtig sein, um dort durchzukommen. Na, also, ich denke mal so. This is the place, right? Ja. It must be. Okay. David Munshi. Dann können wir jetzt Caller oder das canceln. Ich glaube, wir sollten mal lieber gucken, ob wir da nicht irgendwas Lustiges finden. Aber der sieht schon extrem amüsant aus, der Dr. Munshi. Page 56. Ah ja, da ist es. Da unten sehe ich es, glaube ich. 250Ns. Okay, das merken wir uns mal. 250Ns. Das könnte er sein, ansonsten rufe ich den Kerl mal an. Versuch und Irrtum. Weg mit dem Skalpell, das Gehirn kann sich selbst heilen. Das Gehirn verfügt über verblüffende transformative Fähigkeiten, eine Formbarkeit, die ihm die Kompensation und sogar, oh Gott, was war denn das hier für Erstklässler vorgelebt? Kompensation und sogar die Heilung von Verletzungen ermöglicht. Diese Worte stammen von Paul Berg, einem Doktor der Neurowissenschaft der York-Universität von Toronto. Diese Fähigkeiten sind es, die Berg und seinen Kollegen David Munshi, seines Zeichens Student der Computerwissenschaften, anzuregen hoffen. Es geht darum, dem Gehirn beizubringen, das Richtige zu tun. Wir hoffen, dies mit einfachen Komponenten wie Übungen, Therapie und leichten Medikamenten zu erreichen. Munshi und Berg suchen dabei aber nicht nach einem Wundermittel, sondern nach der optimalen Behandlung für jeden einzelnen Patienten. Sie beginnen mit der Aufzeichnung von etwas, das man eine Nakajima-Neurograph nennt. Es ist wie ein richtungsweisendes Bild, sagt Munshi, aber anstatt eines statischen Gehirnscans kann uns der Neurograph sagen, in welche Richtung ihr Gehirn unterwegs ist. Jo. Okay, ansonsten gibt es hier nichts, nur irgendeinen Scheiß, den wir wieder schmeißen können. Zack, das habt ihr davor, wenn ihr mir helft. Dann probieren wir das mal selber aus. 2501. Jo, klappt. Das höre ich da schon an der Musik. Das ist von Grund auf böse. Zum Rennen L2 gedrückt. Warum sagt mir der jetzt, dass ich rennen muss? Das gefällt mir gar nicht. Das ist ja auch geil. Nebula. Geil. Okay, da kann ich nichts machen. Der Feuerschlauch kann ich nicht nehmen. Da kann ich aber drauf glotzen auf das Ding. Bringt mir aber leider nichts, weil ich nur James G., glaube ich, gesehen habe. Okay, Schleiche können wir. The First Aid, den können wir nicht öffnen. Okay. Da ist noch ein Galetscher abgebildet. Ne, da geht's nicht. Ich gehe mal lieber nicht da rein erstmal, oder? Overview, bla bla bla. Irgendein Kruscht. Okay. Sieht kompliziert aus. Irgendein Supercomputer wird es schon sein. Okay, da haben wir noch so Bohrmaschinen. Zack. Ach Gott. Noch einmal. Zack. Hoppla. Ich glaube, das war schon etwas fataler, was ich hier geschafft habe. Okay, Licht können wir ja machen. Irgendwelche Getränke, die sind schon leer. Mal gucken, ob wir die kaputt kriegen. Achtung.
Okay, die sind offenbar aus Granit, die Dinger, die Flasche. Noch einmal, vielleicht ist mal ein bisschen weiter fort. Zack. Gehen nicht kaputt. Schade. Und jetzt spielen wir noch ein bisschen Spritzer-Dart. Das ist bei Junkies auch sehr beliebt. Gucke, ob ich die Uhr treffe. Oder hier das Nervensystem. Moment. Moment, das muss ich jetzt ein bisschen spielen. Sorry, wenn ich jetzt wirklich das Spielkind sein muss, aber... Na, okay, die Spritze geht nicht mal in das Poster rein. Das ist schade. Okay. Schalte ich auch einfach mal ein oder aus. Jo. Hier gibt es nichts weiter Spannendes, der die Sache. Dann wird es wahrscheinlich hier weitergehen. Ja, tatsächlich. Steht aber, sorry, liebe Leute. Ich mache an der Stelle einen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Soma auf Pelzig. Das war jetzt ein schönes Meet and Greet, würde ich sagen, vor der Anfang, wo es einmal ein bisschen lockerer ist. Muss ja nicht immer sofort mit der absoluten Action, mit dem absoluten Horror anfangen. Und ich jetzt sage, wir sehen uns morgen dann wieder. Also machen's gut bis dahin. Ayan Yankee.